Ja Leute, unglaublich aber wahr, aber es gibt doch noch ein Unboxing-Video und das einfach aus dem Grund, ich habe jetzt den halben Nachmittag gesucht, aber ich finde einfach keine verflexte, funktionierende Pokémon Weiße Edition 2 ROM. Schwarze habe ich schon seit etwa 1 Uhr gefunden, aber Weiß? Nö, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob da jetzt keiner Bock hat, die hochzuladen oder wo sonst irgendwo der Wurm drin liegt. Ich bin da überfragt. Also, ich meine, wenn Schwarz 2 schon raus ist, wieso nicht auch Weiß 2 war? Naja, gut. Das war jetzt eigentlich als Special, sozusagen als Anhang gedacht für die erste Folge. Jetzt machst du halt doch sozusagen als Part 0. Sprich halt das Unboxing-Video. Jetzt seht ihr auch hier nochmal eine neue Kamera und so. Und was ja auch neu ist, noch die Fernbedienung, die es dazu gab. Das Coole daran ist, das kann ich hier zum Beispiel ranzoomen. Ich kann auch wieder wegzoomen. Ich kann die Kamera auch so drehen. Ich glaube, das hört ihr sogar. Ja, man hört die Kamera ein bisschen. Ich kann nach oben scrollen, nach unten, seitwärts. Ja, schön und gut. So, genug gespielt. Jetzt seht ihr hier die beiden Versionen. Schwarz 2, Weiß 2. Und ihr seht noch das hier. Was das genau ist, weiß ich auch nicht genau. Das lag jeweils Schwarz 2 und Weiß 2 dabei. Moment mal kurz, muss hier... Ah, ist ein bisschen nervig hier. Wegen dem Licht, das mir vom Rücken her den Kopf direkt hier irgendwie... Seht ihr? Direkt auf die Schatulle strahlen lässt. Na egal. So, das auf alle Fälle diese beiden Dinger. Packen wir kurz zur Seite. Denn jetzt Schwarz Edition 2. Weiß Edition 2. Schwarz-Weiß. Cool, was? Mal schauen, was hier drin hat. Ach nö, hier ist schon wieder so eine dämliche Verpackung. Hey, alter Schwede. Plastik bis zum Geld, no oder was? Naja, man sagt sowieso, dass man mit dem ganzen Plastik, den es auf der Welt gibt, etwa 3-mal die Erde umschließen könnte. Das müsst ihr euch mal vorstellen, hey. Den ganzen Planeten mit dem ganzen Plastik, den es auf der Welt gibt, 3-mal, ups, war ein bisschen laut, 3-mal umschließen. Also das, oder 3-mal verpacken halt, das ist schon krass. So, hier, Schwarz 2, yeah. Mal kurz schauen, was hier drin hat. So, drin natürlich hier ganz schön, oder? Die schwarze Edition. So, Kamera, heranzoomen bitte schön, das sollte automatisch machen. Ah, brave Kamera. Oh, das blaue, ja, das blaue Licht, aber das ist halt bei allen Webcams so, wa? Sonst relativ unspektakulär, wie ich denke. Hat sie Nintendo Clubpunkte? Ich hoffe es doch. Nee, hat es keine, oder? Ist das ein Scherz? Nee. Ist was im Traumradar, ja, es ist schön und gut für die beiden. Wie die 3 halt da. Das legendäre Trio, jetzt haben wir es wieder. Die hier irgendeine antike Form noch haben. Das braucht sowieso keiner. Müll damit. Sieht noch stylisch aus, wa? Das hier braucht auch kein Mensch. So, das ganz schön. Sorry, bin in die Kamera gekommen. Das ganz schön verpacken. Und hier halt das Spiel selbst. Ja, was ich noch erwähnen sollte, wegen den Clubpunkten, ja. Manchmal, sonst seht ihr mein Spiegelbild, oder sieht man es? Mehr oder weniger. Egal, wie gesagt, diese Clubpunkte ist eine nervige Angelegenheit für uns Schweizer, weil grundsätzlich gibt es bei uns die in der Schweiz nicht. Yeah. So, heranzoomen bitte, Kamera. Sonst schlage ich dich. Geht doch. Yes, Mann. Ja, wie gesagt, diese Club-Nintendo-Punkte gibt es in der Regel nicht in der Schweiz. Ich habe aber herausgefunden, wenn man zum Beispiel irgendwelche Konsolen, Handheld oder einfach größere Special Packs kauft, sozusagen. Also wie gesagt, wenn zum Beispiel ein 3DS dabei ist oder die Wii, oder wie halt Ende November, wie ich hoffe, die Wii U, dann sind jeweils die Club-Nintendo-Punkte dabei, sonst nicht. Und bei uns Schweiz ist sowieso das Mühsame. Wir können uns zwar, sieht auch noch cool aus hier, die Rückseite, können wir mal kurz lesen. Wir können uns zwar auf der Nintendo Homepage registrieren. Hallo Kamera, zoomst du mal? So, geht doch. Wie gesagt, wir können uns zwar auf der Homepage registrieren lassen, aber ein bisschen im Bild, so ist schon besser. Wir können uns zwar registrieren lassen, jetzt kommt mal zum Punkt, aber wir müssen angeben, dass wir aus Deutschland kommen, weil wenn wir aus der Schweiz angeben, dann gibt es da gewisse Probleme, wie zum Beispiel das mit den Club Nintendo-Punkten, dass wir die nicht einlösen können, auch sonst keine Premium-Vorteile haben oder Club-Vorteile. Ist also dämlich. So. Jetzt noch Weiß 2, das werde ich Let's Playen. Ja, bevor ich es noch vergesse. Wie gesagt, Weiß 2 wird Let's Play, Schwarz 2 werde ich privat zocken. Und dann, wenn Weiß 2 als Let's Play durch ist, werde ich auch noch Weiß 2 privat hier
nochmals spielen, dann vermutlich mit allen 3 starten und auch sonst noch Pokémon aus den alten Regionen, beziehungsweise alten Spielen rübertauschen. Das kann man hinten noch betrachten. Ja, rübertauschen und dann gibt es vielleicht auch noch Online-Kämpfe, die ich dann abfilmen werde. Oder aber, wenn es bis dahin bereits möglich ist, Kamera zoomen. Hallo, was bist du für eine Scheißcam? Kannst du mit dem scharf stellen? Hallo? Die will nicht. Sag mal, spinnst du jetzt komplett oder was? Ich habe da einen Autofokus drin. Hallo? Lass mal kurz los, vielleicht geht's dann. Hä? Die will nicht! Scheiße, haben wir fast 200 Franken gekostet und dann so Mist. 200 Franken und auch 130, 140 Euro? Moment mal, geht doch auch besser. Ich dachte, die verarschen ja, wer bin ich denn? Ah, jetzt geht's. Ja, jetzt plötzlich. Ups. Nicht zoomen. Fokus hat automatisch gemacht. Okay. Ah, mein Gott. Ja, hallo? Beruhig dich mal. So, bist du ruhig? Ja, bist ruhig. So. Wo war ich stehen geblieben wegen dieser ganzen Kammergeschichten? So. Ach ja, genau. Online-Battles, genau. Falls es da möglich ist, sonst per Emulator. Wobei der Online-Battle mit Emulatoren sind immer so eine spezielle Sache, nicht wahr? Ansonsten abfilmen oder, wenn ich bis dahin eine habe, wäre eine Capture-Card-Variante. Oder halt die 4. Variante, so ähnlich wie eine Capture-Card, einfach per Wii U streamen. Da gab es mal gewisse Gerüchte betreffend, dass man den 3DS auch auf dem Wii U streamen kann. Also ähnlich wie damals noch mit dem Nintendo, also Game Boy, noch auf dem Nintendo 64 und so. Konnte man damals auch so eine Art Super Game Boy und so, weil das wäre der Super Nintendo. Ja, ich glaube, sowas ähnliches gab es ja auch beim Nintendo 64 und beim GameCube gab es auch sowas ähnliches. Und daher hoffe ich auf ziemlich das gleiche auch beim 3DS, weil Wii U abfilmen sage ich schon, Wii U, Spiele, Grafik, wie auch immer, alles aufnehmen, ist sowieso kein Problem für mich. Da benutze ich auch die gleiche Technik wie bei der PS3. Und daher hoffe ich dann auch, dass das mit dem 3DS klappt. Bezüglich Online-Battles. Oder Online-Tauschen, wie auch immer. Und sonst, wie gesagt, im schlimmsten Fall halt wieder abfilmen. Weil dann sind es vielleicht für 2, 3 Folgen. Da wird schon gehen. Man, das blaue Licht nervt. So wird zu Weiß 2. So wird zu Schwarz 2. Sozusagen 2 Brüder, nicht wahr? 2 wackelige Brüder. Moment mal, ich mach's mal so. Das war eine gute Idee. Ach, was soll's, so hingelegt. Und jetzt diese dämlichen, seltsamen Schatullen, was das immer auch sein mögen. Oh. Noch mehr Plastik. Was habe ich eben noch gesagt? Mal kurz gucken. Ja, das. Und so, hier vorne Nintendo DS. Oh, Moment mal. So, Black 2, White 2 Version. Die hatte nicht. Doch, hier ist Deutsch. Hier unten ist Deutsch. Die hatte nicht mal irgendwie die Lust dazu, das Ganze zu übersetzen. Ist ja billig. Hey, wie sieht denn das aus? Hat das irgendwie eine Schatulle oder so für die Spiele? Moment mal kurz. Geht das echt? Oh, dann hat die aufgemacht, ich Trottel. So, die Anleitung. Brauchen wir sowieso vermutlich auch nicht. Das hier braucht keiner, das hier vielleicht schon. Das hier braucht auch keiner. Und hier wieder mal, ja, so, hier weiß, aber hier rum wieder schwarz, oder? Super. Kamera, Dankeschön. Jetzt mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich es mir denke. Ja, ist ja so. Ja, falsch rum vielleicht. Ja, passt schon besser. Moment mal kurz, Leute. Ich will nur mal was testen. Nur mal was. Ah, Mann, die ganzen Hintergrundgeräusche. Sorry dafür, wenn es ein bisschen laut sein dürfte. Jetzt mache ich das noch so. Nö, geht nicht, scheiße. Dann halt so rein. Und so rein, so. Das heißt, man könnte pro diese Etui, Schatulle, wie auch immer, könnte man 4 Spiele reinpacken. 4 DS, 4 3DS-Spiele, geht ja beides. Und da ich das Ganze zweimal habe, insgesamt halt 8 Stück. Ja, reintun, schön und gut. Rausbekommen, geht das auch so einfach? Ja.
geht relativ gut. Yep, kein Problem. Tja Leute, das war's jetzt auch schon zu diesem Unboxing mit ein paar Hintergrundinfos, nicht wahr? Ich werde heute noch ein bisschen mich umschauen bezüglich halt der ROM zu Wise 2. Finde ich sicher noch etwas. Wenn nicht, habe ich mir noch etwas anderes überlegt. Es gibt da noch eine kleine Spezialtechnik, ich sage jetzt extra Spezialtechnik, mit der ich die englische, also sprich halt Y2, wirklich die englische ROM nehmen könnte. Die habe ich ja sowieso bereits. Da habe ich noch ein paar Testaufnahmen gemacht, so 2-3 Minuten halt. Und dann könnte ich den Text der deutschen Version nehmen und das rüberspielen. Das würde zumindest für die würde mal sagen, für die ersten 2 Folgen dürfte es reichen, bezüglich Texten zur Übersetzung. Das wird schon gehen, für den Fall halt wirklich, dass ich bis morgen noch keine Wise 2 ROM gefunden haben sollte, was ich jetzt wirklich stark bezweifle. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Vermutlich heute Abend irgendwann um 10, 11 Uhr und dann Aufnahmemarathon, wobei die Aufnahmen, haben wir jetzt noch gemerkt, vor allem bei der weiteren Testaufnahme, auch bezüglich der Varianten von der Formgrößen und so, ihr wisst schon, da wegen den 2 Bildschirmen auf den Screen packen. Ich habe noch das eine oder andere getestet, überlegt und so, auch bezüglich perfekter Qualität, also perfekt halt so gut wie es geht. Ja, wisst ihr, bin der Perfektionist und so weiter und da muss ich noch ein bisschen testen, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich kann mal so viel dazu sagen, es wird keine Version sein, die ich vorgeschlagen habe, sondern eher eine Art Mischung. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen argwöhnisch, ein bisschen seltsam, ihr denkt euch, oh scheiße, nicht schon was geändert, aber keine Panik auf der Titanic. Es wird schon, ich kann mal so viel sagen, es wird besser sein als Version 1, obwohl die ja zumeist erwünscht wurde bisher. So ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 1 um 4 von der Version her. 2, was war das eigentlich schon wieder? Ach ja, genau, ich glaube die Bilder nebeneinander, oder? Ach nee, das war ja 4. Links einen oberen Screen, rechts einen unteren Screen. Die zweite. Ach so, übereinander, genau, das war ja das. Und links und rechts schwarz. Wobei doch. Soll ich es bereits verraten? Ja, okay, ich verrate es mal. Die endgültige Version wird eine Mischung aus Version 1 und 2 sein. Das heißt, ich werde den Screen ein bisschen größer machen. Ich muss allerdings noch schauen, wie ich das Ganze am besten aufnehmen soll. Das Problem ist, bisher habe ich ja mit DxTory versucht aufzunehmen. Fraps geht irgendwie gar nicht, also ich werde den ganzen Desktop aufnehmen. Ja, ganz Desktop aufnehmen mit Fraps ist zwar, klingt schön und gut und so, aber dann habe ich irgendwie eine Aufnahme von 1080p in der Höhe und 1029 in der Breite und ja, Full HD halt, und dann wird das mit Fraps schnell mal 1 Minute wurde bei der Testaufnahme 2 GB groß, müsst ihr auch mal reinziehen, hey. Alter Schwede, da kann ich ja gar nicht irgendwie einen Marathon, einfach mal eine Aufnahmesession machen von 2 bis 3 Stunden. Geht ja gar nicht, mein Harddisk nachher. Ja, wobei, ja gut, es kommt darauf an, bevor ich bereits noch ein paar Folgen aufgenommen habe oder nicht, je nachdem. Hallo, Kamera, zoomen. Die Steuerung, ja gut, erklären muss man die sowieso nicht oder so. Was mache ich hier überhaupt? Einfach ein bisschen was zeigen, bevor ich hier endgültig das Video zumache. Zumachen vor allem. Die Aufnahme abschließe. Ja gut, soviel dazu, ich bleibe dabei, ich bleibe dran und es wird sicher besser als das, was ich dann, sag jetzt mal, Test und Vorschau wieder gezeigt habe. Dafür sorge ich schon. Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, wie ich es machen soll. Bezüglich perfekter Qualität, weil man weiß es ja von DS-Spielen und so, ist halt ein bisschen pixelig und so. Aber wenn ich das so aufnehme wie im Original, sag ich jetzt mal, das sind eben, wie gesagt, im Original ist jeder Screen 192 Pixel hoch. Bei 2 Screens würde das halt eine Größe von 384 machen. Und wenn ich einen oben so und einen unten machen will und das Video sag jetzt mal, auf YouTube so ein Maximalradius ist, also den ihr normalerweise seht, da maximal, geht dann minimal, maximal im Vollbild. Wenn ich den maximal machen würde, geht zwar, aber wenn man dann das Ganze an dem Vollbild schaltet, wäre es wieder ein bisschen unschärfer. Die andere Variante ist, ich werde das Ganze doppelt so groß aufnehmen. Dann wäre es bei 1080p, würde ich jetzt mal behaupten, extrem scharf. Und müsste dementsprechend bei 480p, also beim Maxi-Bild, nicht beim Vollbild, auch wieder
eine ziemlich gute Qualität haben. Ja, ich weiß immer so eine Sache, vor allem bei mir, weil ich da immer nach möglichst perfekter Qualität suche. Wie gesagt, weil ich auch selber relativ anspruchsvoll mir gegenüber bin, wenn ich Qualität abliefere und so. Dann muss das auch und will ich auch, dass es perfekte Qualität ist und so weiter. Aber ja, mal schauen. Also ich lasse mir da schon was einfallen, keine Sorge. Ich will da jetzt auch nicht zu viele Worte verlieren, weil ich denke mal, für euch wird das eher uninteressant, wie ich das mache, das Ganze. Oh, wie ich das mache? Fällt mir noch was ein, aber dazu gleich mehr. Ja, wie ich das mache, wird doch relativ egal sein, außer natürlich, es funktioniert am Schluss. So, was ich jetzt noch gemeint habe bezüglich dem Wie. Das 1000 Abonnenten-Special fehlt ja auch noch, nicht wahr? Ja, und weil ich jetzt herausgefunden habe, wie ich das mit DS und dann natürlich auch 3DS, ist im Grunde genommen das gleiche, perfekt dann aufnehmen kann, habe ich dann eigentlich auch schon die letzte Einstellung vorgenommen, also spezielle Einstellung jetzt halt, die ich dann für das 1000 Abonnenten-Special brauche. Und das 1000 Abo-Special dreht sich ja nur darum, wie ich aufnehme, von der Hardware bis zur Software, alles gemixt, mit Rendern, Encodieren etc. etc. Ja, 1000 Abonnenten, ist auch schon lange her. Muss man bald schon Gedanken machen, das 2000 Abonnenten-Special, was? Da ist eine gute Frage, was ich da mache. Aber ich schätze mal, mein Geburtstagsspecial wird vorher kommen. Scheiße, jetzt habe ich es verraten. Na, okay. Ja, Geburtstagsspecial wird irgendwann Ende Oktober kommen. Vielleicht findet ihr es heraus, wann es kommen wird. So, sonst noch Let's Plays dieses Wochenende, sprich halt vom 13. und 14. Oktober. Kommt Online-Battles plus Pokémon, Weiß 2. Mal schauen, was sonst noch kommt, aber ich denke mal, One Piece wird sich auf nächsten Montag verschieben, die restlichen Let's Plays sowieso. Ja, so einfach mal zur aktuellen Lage. Weiß 2 kommt es drauf an, wenn es gut läuft, kann es sein, dass ich am Sonntag auch dann eine Folge bringe, sonst einfach am Samstag die erste und dann am Montag die zweite. Ich plane aber sowieso, gut, es kommt darauf an, wie groß die Dateien dann werden, aber theoretisch ist gedacht, dass ich dann halt wirklich längere Folgen von, Entschuldigung, ich bin etwas aufgestoßen, dass ich längere Folgen von Weiß 2 aufnehme, generell von den meisten Let's Plays eigentlich jetzt mal, vor allem die jetzt ein bisschen länger dauern würden oder auch eher seltener kommen und ja, mittlerweile sind es halt schon einige Projekte, aber ich gebe wie immer, so jetzt stimmt's wieder. Aber ich gebe wie immer meine Mühe, mein Bestes und natürlich auch gebe ich mir Mühe, nicht meine Mühe, aber egal. So, das war's auch schon zu diesem Unboxing. Ich hoffe, ja, nein, das habe ich nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht die reguläre erste Folge war. Falls ihr eine Idee hättet, wo ich die Weiß 2 ROM auf Deutsch finden könnte, könnt ihr mir auch gerne noch eine PN schreiben, per Kommentar ist nicht so klug, weil da verlinken öffentlich ist immer ein sehr heißer und ich will nicht unbedingt riskieren, dass das Video gesperrt wird und ich dann vielleicht noch einen Strike bekomme. Das wäre sehr, 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 sehr ungünstig. Gut, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für euer Verständnis und bis morgen zu Weiß 1, Weiß 1 schon. Quatsch, zu Weiß 2 der ersten Folge, so wollte ich sagen. Ich denke, morgen Mittag um so 13 Uhr. Also 13 Uhr wird sicher etwas kommen, entweder Weiß 2 oder ein anderes Let's Play oder am Abend Weiß 2. Ihr werdet es sehen. In diesem Sinne, bis dann und ciao zusammen.